Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, diesmal zum, was haben wir, 29. Bundesligaspieltag in Wolfsburg. 3:2 gewonnen nach dem Champions League aus. Also ich bin hochzufrieden. Ich fand es eine sehr gute Leistung der Mannschaft, mal abgesehen von 2, 3 Spielern, da komme ich später zu, aber allgemein, ich denke mal, das Aus haben wir ganz gut verkraftet. Natürlich haben uns die Wolfsburger in die Karten gespielt mit den beiden Torwartfehlern, sonst wäre das Spiel vielleicht anders gelaufen. Wolfsburg war stark in der Anfangsphase. War sonst auch bemüht, nach vorne zu spielen. Ja, ich denke, die waren auf Augenhöhe. Zum Schluss haben aber selbst den Wolfsburgern, so wie uns, die Kräfte gefehlt. Ich denke, so die letzten 20 Minuten war schon sehr zerfahren. Aber am Ende des Tages, denke ich, war ein verdienter Sieg für uns. Wie gesagt, natürlich hat uns die Anfangsphase in die Karten gespielt. Müssen wir uns nichts vormachen, ja. Wären die beiden Torwartfehler nicht gewesen, wäre Wolfsburg vielleicht 1:0 in Führung gegangen, wäre es nochmal eine ganz andere Geschichte geworden, denke ich. Aber hätte, wäre, wenn, interessiert uns alles nicht. Wir haben 3:2 gewonnen, wir haben 7 Punkte vor Leipzig, weil die gestern 0:0 gespielt haben. Alles ist tutti, ich würde sagen, Meisterschaft ist so gut wie eingetütet. Bei noch 5 ausstehenden Spielen, ja, erstmal muss Leipzig alle 5 gewinnen, wir müssten noch 2 verlieren und dann noch ein Unentschieden spielen. Also, das sehe ich nicht. Ja, wir spielen noch gegen Gladbach, aber auch in München, also, ja, alles gut. Ja, zum heutigen Spiel. Ja, wie gesagt, die Anfangsphase hat uns in die Karten gespielt. Nach dem 2:0 waren wir bärenstark. Wir müssen 3-4-0 führen. Ja, ganz klare Kiste. Da Sané super schlecht. Super schlecht. Also 200-prozentige, wo auch nicht irgendwie der Ball versprungen ist oder sonst irgendwas. Also, man muss die nicht reinschießen, ja, aber man muss sie aufs Tor bringen. Und die waren beide nicht annähernd Richtung Tor. Also, I don't know. Ja, Sané fand ich heute eh nicht so stark. Ja, er hat viel geackert und so, alles gut, kein Vorwurf. Ja, aber es muss einfach mehr kommen. Punkt. Wir haben die andere Seite gesehen, Musiala. Klar, der ist frisch im Kopf, der ist unbekümmert. Hat 2 Tore gemacht. Ich denke, er hat so ein bisschen heute seine Klasse aufblitzen lassen. Ja, und ich habe leider dann die Auswechslung auch nicht verstanden. Ja, bin ich ganz ehrlich, hätten Sané rausgenommen, hätten Coman für den Sané gebracht. Zum Musiala auf die rechte Seite gestellt. Auch Coman kann auch rechts spielen, wäre auch kein Problem gewesen. Fand ich ein bisschen schade. Ich denke, man hat auch gesehen, dass er ein bisschen geknickt war, der Musiala. Auch zu Recht. Ich denke, er hätte es verdient gehabt, durchzuspielen. Er ist nicht schwächer geworden, hat geackert, hat gerackert. Habe ich nicht ganz verstanden. Sané ist manchmal stehen geblieben, hat so manchmal so ein bisschen eine Knabri gemacht. Und nach vorne hin, ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Keine Kraft, zu unkonzentriert. Ich weiß, ich kann es nicht sagen. Man muss, einen von den beiden muss man definitiv machen. Und man muss beide aufs Tor kriegen. Ja, Spieler seiner Klasse, da müssen wir nicht drum herum reden. Das dritte Ding, ja, da war der Winkel ein bisschen schlecht, aber klar kannst du den auch aufs Tor bringen. Klar, beim guten Tag machst du den auch mal rein. Ne? Müssen wir uns nichts vormachen. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, nach der Führung waren wir stark. Das 1:2 haben wir das 1:3 folgen lassen, zum Glück. Zweite Halbzeit, ja, anfangs 10 Minuten, wie ich sagen, gehören Wolfsburg. Danach sind wir wieder ein bisschen besser reingekommen. Haben da auch nochmal versucht, das 4. zu machen. Hat dann nicht geklappt. Und dann, wie gesagt, die letzten 20 Minuten. Komplettes Hin und Her, komplett zerfahren. Der Schiri, Leute, unterirdische Leistung. Unterirdische Leistung. Wer es gesehen hat auf Sky, wenn der Schiri sagt, bei dem Foul am Hernandez in der Nachspielzeit, ja, er hat ihn nicht berührt. Ja, I don't know, da weiß ich nicht, was der Schiri gesehen hat. Ja, also Hernandez spielt den Ball zuerst. Klar, nimmt er das Risiko, aber das mögen wir auch am Hernandez, ja, sonst wäre er auch durch gewesen. Ja, aber wenn der andere dann auch mit durchzieht und ihn dann trifft, dann ist es ein Foul. Punkt. Da muss man nicht rumdiskutieren, ja. Und das war der Fall. Genauso wie die Ecke. 87. oder was das war.
Leute, wofür haben wir einen Videoschiri, wenn er da nicht eingreifen darf? Also eine klarere Ecke geht ja nicht. Der Ball geht vom Knie von dem Spieler ins Aus. Da gibt es keine Ecke, da gibt es Abstoß. Und Wolfsburg war natürlich am Drücker, die waren heiß, die haben Gas gegeben. Lächerlich. Lächerlich. Auch sonst 2-3-10, ich kann den eh nicht ab, den Schiri. Der ist für mich ist unser deutsches Aushängeschild. Ich halte ihn einfach eine Pfeife, Alter. Seitdem der da auch mit in den Wettskandal drin war, weiß ich auch nicht, warum man den dann danach noch so gepusht hat. Ist für mich eine Pfeife. Ne? Wirklich eine Pfeife an eine Pfeife. Kann ich nichts mit anfangen mit dem Typen. Der strahlt nichts aus. Ich habe noch nicht ein Spiel gesehen, was der mal souverän geleitet hat. Bin ich ganz ehrlich in meinen Augen. Und heute war es für mich auch unterirdische Leistung. Ja? Muss ich einfach so sagen. Also Schiri-Leistung war für mich eine 5. Gut. Ich würde sagen, wir gucken mal einen Blick in die Statistiken. Muss ich erstmal aufrufen hier. Habe ich auch noch gar nicht getan. Bin gespannt, dass so meine Erwartungen widerspiegelt. Gut, 3-2, wa? Ist klar. Ballbesitz 52. Ja, ich sag ja, war auf Augenhöhe, ne? Fouls 16-9, Zweikämpfe 55% für uns. Schüsse insgesamt 8-14, Schüsse aufs Tor 3-9. Ja, und da hätten nochmal locker 3 mehr sein müssen, ne? Vom Sané, Alter. Ecken 6-5. Auch mal eine kleine Anekdote. Der Flick wurde ja unter der Woche gefragt, was er denn so von unseren Standards hält. Weil wir hatten, was hatten wir? Irgendwas mit 320 Standards diese Saison und 7 Tore. Ja, sagt er, ja, er ist sich dem bewusst und wir haben keine Zeit, die zu trainieren und wir werden daran arbeiten. Warum kann man denn nicht mal kurzfristig... was wäre denn eine kurzfristige Idee? Lass doch einfach mal einander in der Ecke schießen. Es könnte ja mal was Vernünftiges bei rumkommen. Nee, wir haben heute wieder 5 Kimmich-Ecken gesehen. Plus, ich weiß nicht, 2 oder 3 Kimmich-Freistöße. Und alles war für die Tonne. Obwohl der Kimmich mir sonst gut gefallen hat, aber ja. Über das Rätsels Lösung, warum das so ist, können wir wahrscheinlich noch ein Jahr philosophieren. Flanken 11-13. Ja, gewonnene Zweikämpfe. Müller 15, Davis 10, Choupo 8. Ja, Choupo habe ich heute solide gesehen, aber wie gesagt, wir gehen gleich auf die Spieler drauf ein. Ballkontakte Pavard 96, Kimmich 93, Davis 90. Gefordert wurde, interessiert uns nicht wirklich, obwohl der Davis heute auch gut auf die Knochen gekriegt hat. Aber hey, war ja alles nie faul. Schüsse, Sané 4, ja, die waren alle für die Katz. Choupo 3, Musiala 3. Ja, möchte jetzt nicht zu viel hineininterpretieren, aber ich meine, wenn der Musiala aus 3 2 Hütten macht, der Sané aus 4 nicht eine, also müssen wir auch nicht weiter argumentieren. Torschuss Vorlagen, Müller 3, Alaba 2, Choupo-Moting 2. Gut. Ja, ich gehe der Reihe nach. Wie gesagt, als Mannschaft haben wir eine super Leistung gebracht. Wir haben die richtige Reaktion gezeigt in meinen Augen. Auch da, weil Leipzig gestern unentschieden gespielt hat. Wie ich auch schon sagte, ich wiederhole mich da, die Anfangsphase hat uns einfach in die Karten gespielt. Sonst wäre das Spiel vielleicht anders gelaufen. Aber es ist nun mal so gelaufen, wie es gelaufen ist. Nichtsdestotrotz gehe ich mit manchen Spielern kritisch ins Gericht, weil ich sie einfach kritisch gesehen habe. Neuer würde ich heute eine solide 2 geben, war bärenstark. Zweimal sehr gut gehalten, auch wenn dann im Nachhinein noch abseits gepfiffen wurde. Ansonsten gut rausgerückt, keinerlei Fehler, keinerlei Zweifel gelassen. Davis war für mich auch gut. Eine gute 3 würde ich sagen. Ja, oder eine schlechte 2, können wir halten, wie wir wollen. Irgendwo so dazwischen liegt die Wahrheit. Hat viel geackert, hat auch gut auf die Knochen gekriegt. Trotzdem noch in selbst 87. oder das Sprint angesetzt. Klar, er hat unter der Woche auch nicht gespielt, muss man das auch verlangen. Ja? Aber er hat es auch geliefert. In meinen Augen zumindest. Hernandez war für mich bärenstark heute. Ich überlege gerade zurück, aber ich habe nicht einen Fehler gesehen vom Hernandez. Ja, beim 3-2 war er nicht hinten in der Viererkette. Da war er weiter weg. Wenn man das als Fehler sehen möchte, kann man das nehmen. Sehe ich nicht als Fehler. Den Fehler sehe ich ganz klar, wo wir gleich danach zum Pavard kommen. Also Hernandez für mich heute eine 2. Ne? Du brauchst auch so einen Mann einfach. Ja, der verteidigt offensiv, der geht ran an den Mann. Dem Weghorst, der 2 Köpfe größer ist und 50 Kilo mehr wiegt, gefühlt. Ja, das juckt den alles nicht. Der geht da rein und fertig.
Und auch so wie jetzt, ich hoffe, er hat sich nicht verletzt. In der Nachspielzeit, ja, da muss er hin als Abwehrspieler. Fertig. Ja? Er wusste vorher, dass es weh tut. Da müssen wir uns nichts vormachen, Leute. Aber dafür ist er da. Ne? Pavard war eine solide Leistung, bis auf seinen Fehler beim Gegentor. Das war Pavards Fehler. Das ist auch, warum er mir nicht gefällt als Außenverteidiger. Ja, ich habe das schon mal angesprochen, oder schon öfters diese Saison. Warum kommt der Spieler zum Flanken? Weil der Pavard 6 Meter weit weg steht und hier so irgendwelche Verrenkungen macht, um seine Körperfläche zu vergrößern, nicht mit den Händen, sondern mit den Füßen, um irgendwie angeschossen zu werden. Das ist für mich kein Außenverteidiger. Ja, ganz ehrlich, klar, wenn zwischendurch muss man den Spieler nur stellen, aber er macht das nur. Du siehst ihn nicht in den Zweikampf. Er rückt nicht raus, dann auf den Mann drauf. Nein, er konnte ganz beruhigt flanken. Klar, dann kannst du noch drüber reden, ob der Boateng da so glücklich aussah in der Mitte. Sah für mich auch nicht wirklich. Ja, dass dann am Ende dann Fonsi zu weit noch wegsteht in der Mitte. Ja, I don't know, müssen wir den Fonsi keinen Vorwurf machen, da hat ein Innenverteidiger zu stehen. Sag ich ja, da hat der Hernandez gefehlt in der Mitte. Boateng stand irgendwie zwischen zwei. Wäre jetzt bei dem weiter hinten gewesen und der vorne hätte ihn reingeköpft, hätte man gesagt, warum war der Boateng nicht da vorne? Also von daher. Ja, also Pavard aufgrund dieser Sachen ist er für mich eine 4. Fertig. Ich hätte ihm sonst eine 3 gegeben, hat wirklich ein gutes Spiel gemacht, fand ich. Viel gelaufen und so weiter. Aber diese Fehler müssen nicht sein. Das ist verschenkt, das ist unnötig einfach. Er braucht nur rausrücken, er braucht nur auf den Mann draufgehen. Ja? Er muss sich ja noch niemals entscheiden, ich knall jetzt da voll in den Zweikampf rein. Aber ich kann doch wenigstens den Mann stellen vernünftig und nicht irgendwie 6 Meter weiter wegstehen und da irgendwelche Verrenkungen machen. Als Außenverteidiger ist es deine Aufgabe, die Außenspieler an der Flanke zu hindern. Punkt. Fertig. Das ist deine Aufgabe. Ja? Ich habe so das Gefühl, er möchte mehr einen Innenverteidiger spielen, steht mehr da in Richtung 16er. In letzter Zeit, warum hat es manchmal gut geklappt? Ja, weil der Boateng dann rausgerückt ist. Ja? Der Boateng ist rausgerückt und hat den Außenspieler genommen. Und er war dann in der Mitte. Ja, das passt nicht. Das ist kein Außenverteidiger für mich. Das muss er ändern. Keine Ahnung, wenn er... Ich weiß nicht, müssen die Trainer auch sehen. Ich raff's halt nicht. Ja? Ich raff's halt nicht. Sorry. Hast du auf der anderen Seite gesehen, der Davis macht sowas auch nicht. Steht auch nicht 6 Meter weit weg und guckt, ob er irgendwie die Flanke verhindern kann. Ja, klar, der kann ja auch nicht alle Flanken verhindern. Rutscht vielleicht auch immer 1, 2 durch, aber geht wenigstens in den Zweikampf rein. Junge. Ganz schlimm. Boateng war für mich eine 4. Hat eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Aber zwischendrin... Eieieiei. Wie gesagt, beim Gegentor sah er auch nicht ganz glücklich aus, aber das kann man ihm jetzt auch nicht alleine ankreiden. Beim zweiten. Aber auch danach nochmal eine Szene da in der Mitte, wo er sich einfach auf den Arsch setzt. Für was? Klar hat er gute Szenen gehabt, auch gegen Weghorst hat er gut offensiv verteidigt. Ja, komm, geben wir ihm eine schlechte 3. Aus dem anderen Fehler ist ja kein Tor entstanden, aber hätte halt, ne? Das war schon, wo er dann einfach daneben geballert hat, der Wolfsburger 2 Meter. Wann war das? Auch kurz vor Ende. Also, ja, kannst du dir eigentlich nicht erlauben als Innenverteidiger. Eine schlechte 3, sagen wir mal. Kimmich war für mich gut, war für mich eine 2. Hat geackert, gerackert, war auch der Einzige, der nach Abpfiff mal die Arme nach oben gerissen hat und sich gefreut hat. Da sieht man einfach den Ehrgeiz, der in so manchen anderen abgeht. Wie so ein Sané, ja, oder auch ein Alaba. Kimmich war für mich heute der Antreiber schlechthin, war der Mann, der das Spiel im Griff hatte in meinen Augen. Musiala brauchen wir nicht überreden, ja, ist für mich auch eine 2. Wenn nicht sogar eine 1. Ich meine, den Kopfball muss er auch erstmal machen, ja. Der war jetzt auch nicht mit Wucht dann reingeköpft. Wenn er so gewollt war, definitiv eine 1. Sah ein bisschen ungewollt aus, irgendwie. Egal, war drin und gut ist. Von daher bleiben wir bei der 2. Müller war schwierig heute. Müller war eine 4. Ja, er wirkt einfach platt, überspielt. Also er hat gefühlt 10 Querpässe gespielt, wo 9 nicht ankamen, die beim Gegner waren. Das geht halt nicht. Ja, das geht nicht. Schon gar nicht vor dem Gegentor. Ich kann nicht in der eigenen Hälfte auf einer 6er-Position rumtanzen und dann versuchen, den Ball quer zu spielen. Auf einen Sané, der total... Ja, das geht nicht. Dadurch ist das Tor entstanden. Punkt, das war Müller sein Ding. Fertig. Ja, da muss man nicht drum herum eiern. Und auch vorne. Hat ganz viele Bälle vorne einfach vertändelt, schlecht rübergespielt.
war gar nichts. Ja, klar, ist ja wieder viel gelaufen und so, hat sich den Arsch aufgerissen. Aber brauchen wir bei Müller gar nicht reden. Aber bei Müller muss man halt auch mal einen anderen Maßstab ansetzen. Und von daher war das heute eine 4 für mich. Aber eine nachvollziehbare Geschichte, ja. Er ist halt schon ein bisschen älter, er läuft immer sehr, sehr viel und hat einfach platt gewirkt in meinen Augen. Ich hätte ihn ausgewechselt. Alaba war für mich auch eine 4. Alaba war für mich wieder gar nichts. Also herzlichen Glückwunsch, wenn Real Madrid oder wer auch immer ihn verpflichtet fürs Mittelfeld. Dann wird sich ein Toni Kroos kaputt lachen, was da ein David Alaba möchte. Garantiere ich euch, der wird da nicht spielen. Also mit dem Mittelfeldspiel hatte das heute gar nichts zu tun. Ja, das war auch unterirdisch vom Alaba. Vielleicht ist er auch platt, keine Ahnung, mag sein. Ich weiß es nicht, war aber mega schwach. Mega, mega schwach. Ob das vorne war, die Bälle nicht zum Mann gekriegt. Ob das hinten war, nicht konsequent im Zweikampf, nur nebenher gejoggt. Weiß ich nicht. Also hat mir persönlich nicht gefallen. Vielleicht sehe ich ihn zu kritisch, keine Ahnung. Aber ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr es anders gesehen habt. Ich fand ihn schlecht. Leroy Sané dasselbe. Ja, Leroy Sané würde ich auch eine 4 geben. Für eine 3 hat es nicht gereicht, Alter. Von den 2 Dingern, die 2 Riesendingern, hat er noch diese Halbchance da gehabt. Muss ein Tor rumkommen. Punkt. Ja. Spieler seiner Klasse macht da eigentlich 2 Tore raus. Ja, weil das waren 2 sehr, 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 sehr gute Chancen. Und wie gesagt, wenn er sie aufs Tor bringt, der Torwart hält ihn überragend, alles gut. Ja. Völlig okay, aber so daneben zu zimmern, nee. Vielleicht auch hier, wie ich schon sagte, überspielt, mag alles sein. Aber dann verstehe ich halt nicht, warum man ihn nicht in der 70. rausnimmt. Warum nimmt man Musiala raus? Habe ich nicht verstanden. War für mich klar der gefährlichere Spieler. I don't know. Da können wir wieder nur Herrn Hansi Flick fragen. Klar hat er versucht zu ackern, aber ist auch oft stehen geblieben im Mittelfeld. Hat halt so den Knabri gemacht, dann so dieses Alibi-mäßige, ach ja, ich jogge erstmal, oh nee, da fehlt ja doch hinten einer, da muss ich ja doch nochmal ein bisschen schneller. Oh, sehr, 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 sehr. Vielleicht fehlt ihm nach vorne die Kraft, die Frische, ich weiß es nicht, alles okay. Kann man alles nachvollziehen bei dem Programm, was wir haben, ja, darf man nicht so überbewerten. Aber es war halt einfach nicht mehr wie eine 4 heute. Ne, eigentlich schon eine 4 zu gnädig, aus den Chancen war es nicht ausreichend. Von daher bin ich da noch gnädig, denke ich. Schupo war heute solide, will ich eine 3 geben. Hat da Dinge gemacht. Ja, das musst du auch erstmal machen so. Auch wenn es vielleicht eventuell ein bisschen glücklich war, aber er hat es gemacht, Punkt. Ansonsten war er nicht zu sehen. Ja, aber wir haben gerade seine Zweikämpfe gesehen, von daher muss ich ihm eine 3 geben. Sonst hätte er bei mir eine 4 gekriegt. bin ich ja ganz ehrlich. Ich habe ihn nicht gesehen auf dem Feld, ohne Scheiß. War wieder, er ist halt 2, 3 Mal wurde er dann angespielt. Ja, wenn er mit dem Kopf verlängern kann, das schafft er. Das hat er 2 Mal versucht oder gemacht. Auch wenn es ins Nirvana ging. Vielleicht zählt das dann als gewonnener Zweikampf, ich weiß es nicht. Aber wenn du ihn anspielst, dass er den Ball mal hält und wieder ablegt oder sowas, 0. Keine Chance, kannst du mit dem Schupo nicht machen. Ist aber okay, ist da vielleicht nicht der Stürmertyp zu, von daher hat ein Tor gemacht, eine 3, alles gut. Kingsley Coman haben wir 20 Minuten gesehen. Ja, oder auch nicht gesehen. Ich meine, schwer zu bewerten. Wenn wir es bewerten müssten, wäre auch nicht mehr wie eine 4. Ja, ich habe nicht einen richtigen Sprint mal gesehen von ihm. Davis ist noch in der 87. Minute an ihm vorbeigesprintet. Also, I don't know, da sollte man sich auch mal Gedanken machen. Javi Martinez, ja, eine Note können wir natürlich nicht geben. War wieder mega, oder? Hat einen Rechtsaußen gegeben. Dann war er Innenverteidiger, dann war er defensiver Mittelfeldmann. Ich finde es sehr schade, dass er am Ende der Saison weg ist. Sehr, sehr schade. Ich werde da eine Träne verdrücken, bin ich ganz ehrlich. Super sympathischer Spieler. Ja, hätte man halt auch mal eher reinbringen können. Ich meine, vom Sané haben wir nichts mehr gesehen, aber 70. Der war da auch einfach komplett durch. Was nachvollziehbar ist. Ne? Warum da nicht einfach mal Martinez reinbringen? Ja, 90. plus 7. Brauchen wir nicht mehr drauf eingehen, auf den Wechsel. Ja, wie gesagt, ich hätte mir ein paar andere Wechsel gewünscht. Aber ansonsten, wir haben 3-2 gewonnen. Es gibt nichts zu meckern. Ich denke mal, die Meisterschaft ist eingetütet. Dahinter wird es vielleicht jetzt noch mal ein bisschen spannend, je nachdem, was die Dortmunder machen. Und die Leverkusener. Vielleicht wird es noch mal ein bisschen spannend um Champions League Platz. Die letzten 5 Spieltage sieht danach aus. Aber der Meisterschaftszug ist Richtung München abgefahren, denke ich. Da sind wir uns einig. Gut.
Ansonsten greife ich nochmal für Rico das auf, unsere Kommentare von wegen Trainer. Mein Gefühl sagt mir eigentlich, dass der Flick Trainer bleibt. Und dass es, wenn es irgendwie zu irgendwelchen Veränderungen kommen sollte, dass der Brazzo gehen oder gegangen wird. Warum? Vielleicht nicht jetzt die Saison. Die kommende, spätestens danach. Warum? Weil der Brazzo auch mit dem Olli nicht wirklich kann. Ja? Der Brazzo hat ja schon ein bisschen das Zittern, wo der Olli dann halt, wo feststand, dass der Olli halt der Nachfolger wird von Kalle. Deswegen wollte er ja unbedingt Sportvorstand werden, weil es dann natürlich nicht so einfach ist, ihn einfach mal rauszuschmeißen, als wenn er nur Sportdirektor wäre. Deswegen war das eine Vorgabe von ihm. Der Olli ist also auch nicht so pari mit ihm. Aber ich denke, der Olli ist auch Profi genug, um sowas wirklich anhand der Leistung festzumachen. Aber das nur mal nebenbei. Also ich habe so eher das Gefühl, dass der Flick bleiben wird und der Brazzo vielleicht nochmal ein Jahr kriegt auf Bewährung. Aber bald der Olli da das alleinige Sagen hat, kann es schnell für Brazzo vorbei sein. Fände ich nichtsdestotrotz sehr schade. In dieser Diskussion, die da gerade geführt wird, bin ich ganz klar beim Brazzo. Klar, wenn es wirklich so sein sollte, dass der Flick wirklich null Information hat und nicht nach seiner Meinung gefragt wird bei Spielertransfers, weil ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann. Aber sollte es so sein, da müssen wir nicht diskutieren, dann muss der Brazzo weg. Ja? Da müssen wir nicht diskutieren. Aber dann hätte der ganze Verein versagt. Ja? Weil da muss ein Rummenigge, ein Olli, ein Hoeneß, sonst wer muss da sagen, hör mal hier, so können wir das hier aber nicht machen. Ne? Wenn, dann gehört der Trainer da mit an den Tisch. Dass er das letzte Wort hat, ist völlig okay. Gerade so beim Boateng, gerade beim Alaba bin ich voll auf der Seite. Man muss einfach gerade beim Alaba sagen, bis hier und nicht weiter, du hast 17 Mille gekriegt, wenn du mehr willst, verpiss dich. Ja, um es aber krass zu sagen. Ja, richtig, bums. Ob der Trainer sagt, jo, das ist mein Spieler oder nicht. Und ich denke, die Leistung, die der Alaba gebracht hat, geben dem Brazzo da komplett recht. Fertig. Brauchen wir, da gibt es kein Gegenargument in meinen Augen. Boateng, dasselbe. Ja, klar, hätte dem Boateng sagen können, komm, du kriegst noch mal ein Jahr. Ich glaube aber nicht, dass er sich auf ein Jahr eingelassen hätte. Wenn er hätte er wahrscheinlich 2 gewollt und ja, das Gehalt wäre da mit Sicherheit auch eine Sache gewesen. Und ganz ehrlich, wir haben Upamecano verpflichtet. Wir haben Hernandez und wir haben Süle. Klar hätte man jetzt gesagt, wir geben den Süle ab. Sollte das jetzt noch kommen, dass wir den Süle abgeben, gut, dann wäre es dumm. Ja? Dann hätte man sagen können, jo, hier, Jerome, kriegst einen leistungsbezogenen Vertrag nach Einsätze und so weiter. Wenn er sich dann darauf eingelassen hätte, wäre das okay gewesen. Aber wenn wir den Süle behalten, ja, alles gut, Leute. Wir haben 3 gestandene Innenverteidiger, wir haben Nianzou, der ein Riesentalent ist. Wir haben Pavard noch, der einen Innenverteidiger spielen kann. Wenn wir einen vernünftigen rechten Verteidiger holen, ist er auch eher da nochmal eine Alternative. Also von daher wäre auch dann Überangebot da. Und das Gehalt, was Jerome kriegt, wird wahrscheinlich jetzt Upamecano bekommen. So, und der ist natürlich eine Kanone. Ja? Von daher ist das für mich nachvollziehbar. Mal ganz davon abgesehen, was so Nebengeräusche beim Boateng ist, was wahrscheinlich auch ein Grund mit ist, dass er nicht verlängert wird. Außerdem sind wir dabei zu verjüngen. Ja? Das muss man auch mal so sehen. Und wie ich schon sagte, nächstes Jahr geht es darum, Müller und Levi zu ersetzen. Die spielen jetzt nochmal ein Jahr. Dass beide danach nochmal so ein gutes Jahr haben, denke ich nicht. Klar, wenn der Levi hier so ein Ronaldo macht und irgendwie bis 35, 36 die Leistung bringt, alles gut. Ja, aber da musst du dir nicht noch 2 Spieler mit ans Bein binden, dass du wieder in einem Jahr 4 oder 5 ersetzen musst, ja. So hast du jetzt wieder 2 Führungsspieler weg, ja, vollkommen richtig. Kimmich ist aber schon reingewachsen in die Rolle. Der braucht da nicht noch einen Alaba, der ihn da mit reinquatscht. Der koordiniert das da hinten schon, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Also ich bin da völlig d'accord mit den Transferentscheidungen. Klar, dass der Brazzo mit dem Saar zum Beispiel kein gutes Händchen hatte, müssen wir uns nichts vormachen. Dafür hat er einen Alphonso Davies aus dem Hut gezaubert. Ja, das darf man auch nicht vergessen.
Und dann diese Leihgeschäfte, ja, mit dem Costa und sowas ist für mich völlig okay. Dass man den Rocker da so irgendwie als schlechten Transfer hinstellt, finde ich eine Frechheit in meinen Augen. Ich feiere den Transfer und ich denke, wenn man dem Jungen mal ein bisschen Spielzeit geben würde und mal ein bisschen Vertrauen entgegenbringen würde, er hat seine Klasse schon mal gezeigt, ansatzweise. Ich denke, da wird schon einiges gehen in meinen Augen. Von daher sehe ich das alles nicht so kritisch. Aber es wird spannend zu sehen sein. Ja, weiß ich nicht. Diese ganze Story halt zwischen den beiden ist halt irgendwo lächerlich. Und die hat in meinen Augen der Flick verschuldet. Warum? Wie schon sagte, er hätte sagen können, ich möchte gerne Bundestrainer werden. Ich muss das mal am Ende der Saison mit den Verantwortlichen besprechen, inwieweit das möglich ist. Punkt. Oder er hätte es machen können wie ein Klopp oder Nagelsmann. Nein, ich möchte gerne Vereinstrainer bleiben und möchte kein Bundestrainer werden. Punkt. Das aber als Druckmittel irgendwie gegen den Brazzo zu nehmen, weil man irgendwie angepisst ist, dass mit dem Alaba nicht verlängert wurde und mit dem Boateng nicht, ist Kindergarten. Ja, ist Kindergarten. Und der Kindergarten ist dann auch von Flicks Seite aus gemacht. Und da muss man sich nicht beschweren, dass man immer danach gefragt wird. Finde ich ein bisschen schade, weil wie man sieht, ja, oh Wunder, Hernandez ist ja ein guter Innenverteidiger. Ja? Ist natürlich jetzt aus der Not geboren. Ich wette auch mit euch, wenn der Goretzka wieder spielen kann, spielt der Alaba wieder in der Innenverteidigung. Und der Hernandez sitzt auf der Bank. Garantiere ich euch, Leute. Ich garantiere es euch. Verstehen müssen wir das alle nicht. Oder ich zumindest nicht. Ich weiß nicht, wie es da euch geht. Ich finde es lächerlich. Ja, ich bin sehr gespannt. Aber kommen wir jetzt mal darauf, was der Rico schrieb. Ob, wenn der Flick geht, was möglich ist, keine Ahnung. Ob Nagelsmann bereit wäre für den FC Bayern, denke ich schon. Ne? Denke ich schon. Das einzige Problem, was ich sehe, ja, ob so ein Levi, so ein Müller, diese altgedienten Stars, die alles schon erreicht haben, so ein Trainer folgen, der halt nichts erreicht hat. Ja, da muss man nur mal so knallhart sagen, der Nagelsmann war nicht irgendwie ein großer Spieler, hat sonst irgendwas als Trainer gewonnen. Ich denke, es steht außer Frage, dass er ein guter Trainer ist. Ja, aber das war ja schon öfters so ein bisschen. Oder das ist so das Problem, was ich sehen könnte, wenn das so wäre. Ich weiß es nicht. Ich denke, der Nagelsmann würde passen. Auch mit der Hinsicht, dass er gerne beim FC Bayern arbeiten möchte. Dass es sein Herzensverein ist. Und ja, dann wäre halt einfach auch mal Konstanz auf dieser Position einfach da. Klar haben wir gedacht, die hätten wir jetzt mit dem Flick. Dann hat der Jogi gesagt so, nee, ich mach nicht mehr. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum der Rangnick im Moment alles absagt. Weil ich denke mal, der DFB wartet auf den Flick, was da passiert. Und wenn nicht der Flick, wird es der Rangnick wählen. Ja, deswegen sagt der Rangnick im Moment überall Schalke und so. Ja, wahrscheinlich sagt er so, ich kann euch die Entscheidung erst dann und dann mitteilen. Und dann sagen die Vereine, ja, das geht aber nicht. Ich denke mal, so ist das. Aber ich denke, also meine Prognose ist, dass es der Rangnick werden wird. Oder dass er vielleicht, falls der Bierhoff dann noch rausgeekelt wird, was er definitiv verdient hätte, dass der Rangnick den Posten übernimmt. Aber keine Ahnung. Ich denke, wenn, dann geht es für den Rangnick zum DFB. Wenn der Flick nicht hingeht. Ja. Wie gesagt, ich würde es Nagelsmann zutrauen. Denke ich, dass er kommen wird? Nein. Ich denke nicht, dass wir als FC Bayern 15 Millionen Ablöse für einen Trainer zahlen werden. Wenn der DFB uns 15 Millionen für einen Flick gibt, würden wir sie vielleicht weiterreichen, ja. Das denke ich nicht, dass das passieren wird und von daher, also ich kann mir nicht vorstellen, hätte er irgendwie eine Ausstiegsklausel von 5 Millionen oder sowas, ja, könnte ich sagen, kann ich mir vorstellen. Ja, aber dass wir 15 Millionen zahlen für einen Trainer. Ich meine, klar, warum ist uns ein Trainer nicht wert sein, wenn du einen Spieler für 80 Millionen verpflichtest? Klar, aber aufgrund der Corona-Situation kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen. Ja, jetzt haben wir, Allegri haben wir gehört vom Rummenigge. Sehe ich gar nicht bei uns. Ohne Scheiß sehe ich gar nicht bei uns. Na gut, im Trapattoni hatten wir eine Kanone. Ja, weiß ich nicht. Ich sehe einen Allegri nicht irgendwie als Bayern-Trainer. Ich würde einen Pep sehen.
Ne? Ganz ehrlich, Pep nochmal bei uns für 3 Jahre, würde ich richtig feiern. Pep ist aber auch schwer einzuschätzen. Ich weiß gar nicht, ist sein Vertrag ausgelaufen? Hat er ihn schon verlängert? Ich glaube, er ist im letzten Jahr, oder? Schwer zu sagen beim Pep. Ob ihn das nochmal reizen würde, wenn er jetzt mit Man City die Champions League gewinnt, nochmal was Neues zu machen. Oder ob es ihn reizen würde, wenn er sie nicht gewinnt, nochmal einen Anlauf zu nehmen mit Man City. Oder ob es vielleicht eine Option gäbe, ihn nochmal zum FC Bayern zu holen. Aber ich denke, es ist für ihn noch unvollendet, weil die Champions League nicht gewonnen hat bei uns. Ich weiß es nicht. Auch eine schwierige Sache. Ansonsten Trainerkandidaten. Ja, weiß ich nicht. Ich würde mir einen Scholl wünschen, das werden wir nie erleben. Ja, schwierige Kiste. Sind ja irgendwo überall Trainer. Und irgendwie, was haben sie gesagt? Die ersten 6 sind überall, wo Trainer irgendwie wechseln könnten. Weiß ich nicht, schwierig. Schwierig. Gibt immer ein paar, ja. Aber ja, wir sollten zusehen, dass wir was Langfristiges jetzt bekommen, ja. Und da sehe ich jetzt so auf dem aktuellen Markt, sehe ich eigentlich nur den Nagelsmann irgendwie. Wo ich seine Arbeit jetzt auch nicht so beurteilen kann und international hat ich es jetzt auch noch nicht so erfahren. Ist ja jetzt mehr oder weniger mit Leipzig da auch sang- und klanglos gegen Liverpool raus. Schwer zu sagen, ob er der Richtige wäre. Wie gesagt, das würde darauf ankommen, ob die Führungsspieler ihnen folgen würden, denke ich. Schwer zu sagen. Aber ich denke, wir warten einfach mal ab. Ich denke, jetzt, wenn die Woche rum ist, danach haben wir ja keine englischen Wochen mehr. Sofern das alles auch noch ausgetragen wird, wegen Corona, da geht es ja auch gerade hin und her, Bundesliga und hast du nicht gesehen. Aber ich denke mal, so in den nächsten 2 Wochen wird es ja irgendwie ein Gespräch geben zwischen Flick und Olli und wie die Sache da jetzt ist und so weiter. Ja, mein Bauchgefühl sagt mir eigentlich, dass er bleiben wird bei uns, Trainer, ganz klar. Und eigentlich will ich schon ganz gerne mal Mäuschen spielen. Ich denke, der Olli wird ihm auch ein paar Sachen sagen, die halt auch nicht gehen. Ich denke auch, dass so dieses trotzige, so ja, ich stelle den Hernandez nicht auf, weil ich gerne den Alaba da hätte, obwohl der Alaba keine Leistung bringt. Weil das muss man ganz klar sagen, es gab kein Argument für den Alaba in der Innenverteidigung. Wie ich schon sagte, meinetwegen im defensiven Mittelfeld, auch wenn er da auch nicht wirklich was gebracht hat in meinen Augen. Aber in der Innenverteidigung war es kein Argument. Boateng war ein Argument, definitiv, war der stabilste Innenverteidiger. Aber wenn man Hernandez jetzt mal ein paar Spiele gibt, sieht man halt, dass der Hernandez da auch stabil ist. Ja, I don't know. Wir können da leider kein Mäuschen spielen. Wir müssen auf das warten, was wir irgendwie vor die Füße geworfen kriegen durch irgendwelche Pressestimmen und müssen dann da die wahren Worte rauslesen irgendwie. Aber wir warten mal ab. Wenn, dann wird es dazu nochmal ein Video geben, wenn das irgendwie feststehen soll, dass der Flick geht. Dann können wir uns gerne mal ein paar Trainerkandidaten angucken. Ja, ist auf jeden Fall spannend zu beobachten. Ist auch spannend zu beobachten, die Story mit dem Brazzo. Wobei ich da die Situation eigentlich noch schwieriger sehe. Wen willst du da holen? Ja, ich sehe da jetzt keinen Deutschen. Ja, der Rangnick wäre frei. Der Rangnick ist aber ein Wichser. Sorry für den Ausdruck, in meinen Augen ist das ein Wichser. Den beim FC Bayern, Alter, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Nee, kann ich nicht, will ich nicht. Ja, ich sehe keinen. Ich sehe wirklich keinen. Klar, früher wurde immer mit dem E-Ball, bla, Sylt. Ganz ehrlich, ist auch keiner für den FC Bayern. Alter. Der ist da, wo er ist er richtig. Da kann er so ein bisschen diese Heidi-Teiti-Transfers machen. Ich sehe den E-Ball auch nicht als Mann, der irgendwelche Welttransfers macht oder sonst irgendwas. Keine Ahnung, nichts gegen Eber, wie gesagt, so Talente und sowas, dafür ist er gut. Ja, alles andere, bei FC Bayern wäre auch nochmal eine andere Aufgabe, da müssen wir uns auch nichts vorwerfen. Ich denke, der Brazzo hat es gut gemacht bisher. Hat natürlich ein paar Probleme gehabt, wäre aber mit dem Lahm nicht anders gewesen, hätte der Lahm das gemacht. Ja? Aber der Lahm wurde ja gleich wieder hier von daher, ich finde, der Brazzo hat sich gut entwickelt. Über die Transfers kann man streiten, ja. Ja, wobei man auch sagen muss, dass manche einfach keine fairen Chancen hatten unterm Flick. Ja, Punkt. Und dass, dass welche verletzt sind. Ja, was willst du da jetzt sagen? Das war ein schlichter Transfer, weil der Spieler verletzt ist oder was? Also, es ist halt lächerlich, ja.
Dass ein Sané noch nicht überzeugt hat, jo, aber der Sané-Deal ist nicht auf den Bratze zurückzuführen. Ja. Bratzo hätte lieber den Hudson Odi gehabt. Den hätte der Flick auch gerne gehabt. Also waren sie da schon auf einer Wellenlänge. Hat halt nicht geklappt. Und dass der Schupo nicht irgendwie ein Levi-Ersatz ist, müssen wir uns alle nichts vormachen. Ne? Da bin ich ganz dabei. Alter, da bin ich ganz dabei. Kommt schon andere Mucke im Hintergrund. Ach, ihr hört das sowieso nicht. Es ist komplett auf leise, wa? Eieiei, muss ich das noch reinfixen. Ja, da bin ich komplett dabei. Man hätte den Stürmer verpflichten müssen. Und zwar einen richtigen. Ne? Einen richtigen Backup-Stürmer. Meinetwegen Manchu. Aber Manchu ist jetzt gerade auch die ganze Zeit verletzt bei AC Milan. Ja, es war ja Kramaric in der Rede zur Winterpause. Ja, im Nachhinein hätte man sagen müssen, ja, hätten wir mal die 18, 19, 20 Mille investiert. Boah, ich meine, im Nachhinein ist man schlauer. Da bin ich sehr gespannt, auch auf nächste Saison. Ich denke, wir können es uns nicht leisten zu sagen, Levi macht das schon. Levi ist nicht verletzt. Ich denke, wir haben es jetzt diese Saison gesehen. Und ich denke, so gut wie er seinen Körper auch pflegt, alles gut und schön. Nichtsdestotrotz ist halt ein Alter da und man wird nicht jünger und es werden Wehwehchen kommen. Und ja, es muss in meinen Augen ganz klar ein guter Backup her. Ob es ein junges Talent ist, sonst irgendwas oder ein alter Hase, ist wurscht. Einfach ein guter zweiter Mann. Und dann kann man ja auch mal 60 Minuten Levi spielen lassen und für 30 Minuten dann den anderen bringen. Das kann ja auch alles nicht so schwer sein, oder? Naja, gut. Ich schweife ab, ich quatsch schon wieder viel zu viel. In diesem Sinne mache ich erstmal Schicht, Leute. Ich denke, Meisterschaft ist eingetütet. Denke, am Ende des Abends verdienter Sieg. Mein Gefühl sagt, Flick wird bleiben, Brazzo wird bleiben diese Saison. Sollten sich die kommende Saison dann auch nicht irgendwie nochmal klar Schiff kriegen, die beiden. Denke ich, hat der Brazzo schlechtere Karten, aber das ist auch nur so meine Meinung, mein Bauchgefühl. Vielleicht kriegen sie es ja beide auch nochmal gerafft. Ja? Ich meine, die beiden Streittransfers sind dann weg mit dem Alaba und Boateng. Da muss man halt irgendwann mal nach vorne gucken. Ja? Und wenn man dann mal ein, zwei Spieler holt, wo der Flick auch sagt, jo, super. Kann mir aber auch nicht vorstellen, dass der Flick zum Upamecano gesagt hat, nee, möchte ich aber eigentlich gar nicht haben. Alter, das ist eine Kanone. Ja? Also von daher, lassen wir uns mal überraschen. Kochen wir mal alles nicht so hoch, wie es die Medien kochen, wa? Das Einzige, was im Raum steht, ist halt Flick und Bundestrainer. Punkt. Dass er sich da nicht zu klar äußert, sagt halt, dass er es am Ende des Tages werden möchte. Ne? Die Frage wird halt sein, sagt der FC Bayern, du darfst gehen oder nicht. Und da ist mein Gefühl aktuell, nee. Hätte irgendwie Leipzig gesagt, jo, ihr könnt einen Nagelsmann haben für 5 Millionen, dann hätte der FC Bayern wahrscheinlich gesagt, ja komm, Hansi, wir gönnen dir das, dann wäre eine Alternative da gewesen, so denke ich, ist schwierig. Aber lassen wir uns mal überraschen. Da können wir auch nur Mutmaßungen anstellen und von daher, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Bleibt gesund, wir hören uns, ist glaube ich englische Woche, wa? Ich gucke mal ganz schnell, aber müsste englische Woche sein. Genau, Dienstag gegen Leverkusen, Samstag gegen Mainz. Ja, müssen 2 Siege her. Punkt. Ja, ich meine, gut, gegen Leverkusen kannst du mal einen Unentschieden spielen, aber zu Hause. Wenn man den Charakter der Mannschaft sieht, wie wir ihn heute auch gesehen haben, sollte da ein Sieg drin sein. Von daher bin ich da guter Dinge. Ich hoffe, wir sehen ein gutes Spiel. Heute fand ich es ein interessantes Spiel, wenn auch teilweise sehr zerfahren, aber es war auf jeden Fall mal interessant anzuschauen. In meinen Augen. Also, bleibt gesund. Wir hören uns, ja, Mittwoch wieder. Ja, Mittwoch. Tschüssi.